So, willkommen zu einer weiteren Runde. Wir sind hier bei Tag 84 angekommen. Wie viele Tage wollen wir hier eigentlich verbringen? 300? 1000. Locker. Junge, die Burg hat sich nicht... Auch Rom wurde nicht in einem Tag gebaut, ne? Ja. Kenn ich. So, Ja, geht gut, ne? Oh nö, jetzt geht gar nichts mehr. Ich bin am Arsch. Ist er. Hab ich das nicht? Ran? Nö. Der Baumstumpf, der kann man weghauen, Hackfleischsoße. ne? Lol. Hackfleischsoße macht man aus Nixenschwänze, Wildschwein und Karotten. Wow, geil. Irgendwie keinen Sinn. Aber was gibt hier schon Sinn? Ich gehe jetzt morgen zu meiner Freundin und sage, wenn sie mich fragt, und? Was essen wir heute? Sage ich, will Hackfleischsoße aus Nixenschwänz. Ach. Ich glaube, da kriegen wir Probleme. Na, ich will Hackfleisch. Oh Gott. Oh, dann. Oh, keine Werkbank. Willst du mich verkackeiern? Wir haben ja so viele Dinge. Eine Wildschwein-Trophäe, weg damit. Au, Gräuling ist tot. So, ein Steinmetz. Danke sehr. Das Bauen ist, ja. Das Bauen ist. Scheiße. Eine gute Auswahl getroffen. Ist eine Herausforderung, ne? Manchmal. Ja, es ist nicht so einfach. Also wirklich auch bezüglich des, du fällst Bäume. Ach so, alles klar. Es ist teilweise wirklich nicht einfach, weil man eben irgendwie ich hab alle Steine verkauft. Alle Steine verkackt hier. Ah, es gibt Probleme hier. Wir haben echt zu wenig Steine. Also, wenn ich alles umsetzen möchte, dann dann sind wir 30.000 Jahre hier. Und wir leben ja nicht mehr so Nur. lange. Und grundsätzlich gesehen passt's ja, ne? Bums. Snappity snap. Oh, sole mio. Warum zum Teufel hängt eine Buche raus? Braucht jetzt niemand Buchen hier im Spiel. Okay, Buchen brauchst schon, aber nicht so lustig. Ich finde es aktuell irgendwie trotzdem lustig. Nein, bau nicht. So, die Hütte fällt auseinander. Sehe ich jetzt schon. Ich? Wegen Held? Auch gut. Und wie geht's bei dir? Ja, ein Teil des Piers ist soweit nicht fertig, aber ist soweit stabil bist unterwegs. Und was futtern? Naja. Wird wohl nichts.
Und wieder, ey, wir müssen wirklich irgendwo Steine kloppen gehen. Ja, Wir brauchen einfach 10.000 Mal mehr Steine, habe ich so das Gefühl. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. das ist doch nicht mehr normal, oder? Dann bräuchten wir 2 leere Karren. Ach so, ja gut, das haben wir eh nicht. Von dem her. Shit. Siehst du, wir provozieren wieder Probleme. Hammer zerbrochen. Ach, scheiße, das geht? Ja, Wir benutzen ihn auch auch der. irgendwie, stimmt, ne? Man benutzt den Hammer ja eigentlich ja auch. Hm. Wie kriege ich... Komme ich hier noch ein bisschen nach unten? Ja, perfekt. Oh, es regnet. Niemand damit gerechnet, dass es hier regnet. Hofkopf. Wenn ich das hier so hinbaue. Snap nicht. Immer noch Bild überladen. Oh. Hm. So. Ist jetzt euer Ernst? Ich muss Dann hätte hier. ich hier so eine Ebene. Bauern, das ist nicht lustig. Also schon lustig, aber teilweise hier die Statik und so, die macht einem das Leben echt schwer. Definitiv. Wenn die nicht wäre, puh. Ich glaube, wir würden Weltmeister im Bauen werden. Aber gut, dann Ja. hätten andere schon Aber viel ich mehr. glaube, das Spiel wollte die Mechanik drin haben, dass man hier... Die sieht sich auch irgendwo ein. Also, klar. Aber es hat irgendwie so ganz lustig. Ja, aber stell dir vor, Minecraft hätte eine Statik gehabt. Junge, meinst du, das Spiel wäre so erfolgreich gewesen? Man kann es halt nicht sagen, ne, im Nachhinein. Ich hätte das Gefühl gehabt, nee. Oh, danke sehr, danke sehr. Oh, shit. Ich baue mal hier The Rock ab. So. Ich baue The Rock auf, weil ich brauche hier. Ja, aber deshalb baue ich dir den The Rock hier ab. Das ist noch nicht genug breit, ne? Also ich bin ja auch dafür, dass Ja, es ja, noch mehr. das ist jetzt nur mal den Grundriss so. Warum wird das hier nicht? Findest du das ist nicht genug lang, ne? Oder ich finde es nicht genug lang. Die Frage ist halt, hast ein bisschen Überblick, wie viele Items es vielleicht gibt. Keine Ahnung. Nee, nicht wirklich. Okay. Ich will es halt auch irgendwie ein bisschen gleichgesinnt haben mit dem Hafen hier und Co. Oh Junge, was ist denn hier los? Eppe, jetzt geht's ab. Oh, und Flut. Das ist Ebbe. Jetzt haben wir Flut. Oh. Die kommt weit rein, ne? Jupp. Shit. Aber normal glaube ich bis hier, ne? Ja, normal.
das macht ja nicht, das zerstört ja, glaube ich, nichts, ne? Nee, nee. Ist die Breite des Ganzen hier okay, oder soll ich es noch weiterbauen in Kombination, dass dann der Hafen oder das Hafenabteil oder irgendwie dann nochmal breiter wird? Ich denke, die Länge reicht. Okay, wenn das... ja, Holzpfahl brauche ich es nicht. Zwei... 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 Und dann geht's hier lang. Müssen wir ein bisschen hoch. Das war zu viel. Und dann geht's hier weiter. Soll hier eigentlich so ein... hier... Till, komm mal schnell bitte. Jo, bin dran, bin dran. Au. Soll ich hier eine Grünfläche hinmachen? Ja. Oder willst du hier alles zu betonieren, damit wir hier Nö, zum nö, nö, Beispiel nö, 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 Werkbänke nö. und so hinpflanzen können? Was willst du da hinschmeißen? Sorry. Werkbänke und so. Ich dachte jetzt, weil du ja hier nach unten gehst, haben Mhm. wir hier noch so ein kleines Viertel. Also, da können wir ja auch irgendwas machen, ne? Ah, ne, gut, wir haben ja hier Also pass auf. das obere Ding. Dann machen wir hier grün. Hier da. Mhm. Und dann dafür hier unten nicht. Noch nicht. Die Frage ist halt, was willst du da unten machen, ne? Ich will den Hafen erweitern. Warum dann nicht auf einer Ebene? Und Weil, der hier. guck mal, wie das jetzt mit dem Wasser, der nicht ganz aufging. Und hier die Buchtung ein bisschen anders ist. Hier ist der Wasserpegel auch anders. Boah. Deshalb. Sieht irgendwie von außen okay aus, ne? Von der Breite her. Mhm. Also ich habe das jetzt Aber wir von haben der- keine Steine mehr. Ja. Hast recht, Kollege Schnürschuh. Ist Da haben wir doof. Die Kisten sind hier. Ich habe die Kiste schon umsortiert. noch mit Steinen. Jo. Die sind schon weg. Du weißt, alles Holz, was nicht überdacht ist, das fault ein bisschen. Das müsste man dann... Jojo, wir reißen da eh den ganzen Quatsch ab. Ja, auch das neue gebaute. Ach so. Oh. Die oberen Kisten müsste ich dann... Stimmt, ne? Ja, aber das ist nicht so schlimm. Kisten nicht, aber das Holz. Kannst du da mal irgendwie was hinbauen oder so? Weiß nicht. Ja, Ach höchstens so, einfach sowas. nur so. Das Ding einfach nur... Aber dann gibt es ja noch die zweite Etage vom Gebäude. Hm. Oh je, oh je, oh je. Oder wir lassen es und gehen dann einfach, wenn das Dach fertig ist, einmal rüber. Ja, kann auch sein. Okay. Ich lasse dir mal hier so ein kleines Dächchen, dass du ein bisschen Unterkunftsstyle Willst hast. du da mehrere Etagen bauen? Gedacht wäre es. Ich finde nämlich auch. Was ich mir jetzt gerade überlege ist... 2, 3... Ich kann das Ja. überhaupt.
Ich kann das ja in einmal hier ran kloppen. 6. Ah, ja, nein, passt. So, ich nehme mir mal ein Stack Braucht das ja Steine. gar nicht mehr, ich Affe. Ich loot Monstrum. So. So, dann. Hinten, dann kloppen wir große ran. So, und dann, Gehen die Kisten komplett kaputt oder? Kisten? Also wegen dem Regen so gesehen. Nee, das Material verschimmelt einfach ein bisschen. Ach so, aber ansonsten passiert nichts, ne? Nee. Gut. Finden wir top. Ja, dann kann ich hier eigentlich Kisten um Kisten um Kisten bauen, ne? Doof gesagt. Mhm. Oh, du bist nass. Ja, haben wir schon gemerkt. Danke, Spiel. Es regnet ja im Game. Hoppala. Ich habe kein Holz mehr. Was ist denn hier los? Das ist speziell, dass ich hier kein Holz mehr habe. Übrigens, wie geht's bei dir bei den Ausbauten so, ne? Wir haben ja recht wenig Themas aktuell. Wir bauen nur. Das spielt auch hier halt eine Rolle, ne? Man baut und vergisst sich halt beim... Oh, Bei der Unterhaltung. ja, jetzt bin ich immer doof. Ja, wie es momentan aussieht, also, ich habe wieder angefangen mit Fitness, so, by the way. Oh. Gibt's das wieder? Ja, jetzt wo ich Corona hatte, kann ich wieder trainieren, weißt du? Das ist aber lustig. Also, die ganze Situation finde ich ein Brüller. Das Ja, ist weil, alles irgendwie eine komplette lustige Fraktion. Aber da soll jeder seine eigene Meinung bauen. ja, und ich habe jetzt, weißt du, es gibt so einen Trainingsapparat, Milon heißt der. Da kannst du das Gerät auf deine Größe abstimmen und dann musst du einfach nur den Chip hinhalten und dann stellt er alles automatisch für dich ein mit Gewicht etc. Mhm. Das ist schon geil. Ich mache jetzt den Parcours und bin dann komplett zerstört, wenn ich den absolviert habe, dann ja. Wie du willst. Ist ja dir frei, Nee, ne? aber das ist nice, weil dann kann ich wieder Kondition aufbauen, weil die ist jetzt wegen der Kondition Covid-Erkrankung im Essen. komplett weg. Das merkt man, das Kondition spüre ich im schon. Fressen. Das ist auch was, ne? Kondition im Essen. Gibt es das überhaupt? Essen konditionieren? Ich denke schon, für einen Fressmarathon oder so. Oh je, was muss man tun? Naja. Dum, 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 dum. So, ich bring ein bisschen Licht ins Dunkel. Ich glaube, wir haben dann genug Holz. Ich glaube, ich weiß nicht, aber haben wir genügend Kronen dann, wenn ich hier das Ganze... Das ist ja enorm hier. Heilige Scheiße, das wird jetzt das wird eine lustige Angelegenheit. Definitiv. Ja, und sonst eben ein bisschen Kronen. Fitness wieder und natürlich Ernährung versuche ich jetzt auch mehrheitlich drauf zu schauen. Was ist ein Grab zu schaufeln für die Ernährung? Ich hab's, glaube ich, ich hab's falsch verstanden, ne? Nee, auf die Ernährung zu schauen. Ah. Was ich so esse, weißt du? Komm runter, du Scheiße hier. Du bist jetzt rot. Du Orange. Komm, Mann. Ja, und ich habe gemerkt, dass man eigentlich, wenn man auf die Ernährung achtet,
Viele sagen ja, wenn du die Ernährung umstellst, das wird teuer und so, aber grundsätzlich gibt es da so viele Möglichkeiten, wie du eigentlich günstig wegkommst. Also ich bin wirklich erstaunt. Es muss nicht immer das vegane dies, das sein Produkt oder das vegane dies, das. Du kannst auch einfach, Das ist du kannst auch. doch einfach das Standardprodukt kaufen und es dann einfach vegan machen. Ich finde das eben eine ganz lustige Angelegenheit. Ne? Es gibt extra vegane Produkte oder halt vegetarische, aber die normalen Dinger, die es seit Jahrmillionen, gut nicht, aber die es seit ein paar Jahren, 20, 30, 50, 100 Jahren gibt, die sind schon von Haus aus vegan und nicht oder vegetarisch Nicht und nicht so gekennzeichnet. angeschrieben. Und warum nimmt man nicht die Dinger? Die gibt es ja schon schon in 3 Millionen Jahren und in Ausführung von Pipapo. Man muss genau die nehmen, die 4 oder 5-mal teurer sind, nur weil sie halt angeschrieben sind. Ja. Aber ja, so ist halt Ja, und dann habe die ich Gesellschaft. heute, hatte ich keine Pesto mehr für meine Tortellini. Oh nee, Weltuntergang. Und dann bin ich in den Deal gegangen, wollte mir Pesto kaufen. Die hatten aber kein Pesto mehr, ja, nur noch veganes Pesto. Dann habe ich das vegane Pesto genommen und ich muss sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, was ist da groß anders von dem her? Der Parmesan fehlt. Der ist mit Tofu und Kartoffelstärke ergänzt. Merkt man das in dem ganzen Ramsch eigentlich noch? Eigentlich nicht, ne? Ja, also es interessanterweise riecht die vegane Art mehr nach Basilikum, was ich eigentlich immer an den Pestos vermisse. Aha. Das ist das Krasse, dass das mehr nach Basilikum riecht und deshalb auch mir mehr geschmeckt hat. Auch wenn der Käse gefehlt hat, dann habe ich einfach Ja, Käse kann man sonst noch ja, habe ich reinschmeißen, sonst also noch hallo. Käse reingetan, ja. Das ist ja ein Problem der Neuzeit. Muss alles immer. Man zu Hause irgendeinen Beutel auf, reinschmeißen, am besten noch in die Mikrowelle und es ist gut. Aber es ist so viel Aufwand, eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen und irgendwie Gericht zu zaubern. Ich weiß halt nicht, was die Leute von heute denken. Ja, Nee, von eigentlich wäre gestern. es gar nicht mal so einen großen Aufwand. Aber trotzdem, dass eine normale Pesto nicht nach Pesto riecht, sondern nach Chemiekacke. Man denkt halt eben, oder sag ich mal so, wenn du es normal machst, ich glaube, wie hieß der Kollege Lege? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall. Lege deckt auf, da, ja, ZDF besser Ja, Esser. ja, genau, genau. Grundsätzlich das Ding, teilweise, ne, sagt er, ja, ein Blatt Basilikum oder so, eine ganzen Pesto drin. Ja, toll, ne? Kostet aber auch 1 Euro oder so maximal, ne? Das ist Ja, halt die Konsequenz dann. Hast du definitiv. halt nur Basilikum-Aroma, wenn überhaupt. Das ist irgendwie tragisch. Aber dafür hast du halt 30.000 Millionen Prozent gespart. Aber im Geschmack, ja, ist eine andere Geschichte, Geschmack, ne? Jeder seine Definitiv. Vorlieben. Aber ich muss schon sagen, seitdem ich den schaue, da versuche ich schon auch ein bisschen zu Du, die halbe achten, ne? Hütte habe ich auseinandergenommen. Also wie die halbe Hütte, du meinst bei dir zu Hause? Nö, hier. Unser Lager hier. Ach so, du redest von Valdyheim. Ja, ja, habe die halbe Hütte hier auseinandergefriemelt. Nice. Ach, dieser scheiß Grauzwerg. Ne, das ist ein Wildschwein, das jetzt hier meine Werkbank zerstören will. Was Und zum diese Abbauen Wildschweine benötigt man sich auch ja eine auch Werkbank. Das erlauben. ist irgendwie lustig. Hm? Zum Abbauen benötigt man auch eine Werkbank. Ja. Und hier hinten Das kommt habe ein ich jetzt. Schamane entgegen. Tot ist er. Oh, man baut hier alles ab. Da kommt der Rest gleich von selbst runter. Unten die Säulen einfach raus und fertig. Wo hast du Harz nochmal? Ganz rechts. Juhu, hier kommen sie von selbst runter.
Also nee, nicht ganz rechts. Hier oben in der Mitte. Hier die dritte. Das dritte hier. Nicht die. Oh, Oh, ja, ein bisschen Holz habe ich hier. nice. Nice. Ja, und eben, der hat halt dazu beigetragen, dass auch zum Beispiel bei Tiefkühlpizzas, ich liebe Tiefkühlpizzas. Wirklich, also Der ich kann mich... Unterschied, ich sag's mal so, es ist wirklich erschreckend. Ich war. Oh, nö, ein Sumpf. Och nö. Was kommt jetzt? Jetzt kommen die Dingens, Trauge. Der rennt weg. Warum rennt der weg? Die kommen auch mit Pfeil und Bogen, ne? Ich bin gestorben. Nee, oder? Aber gut, du kommst da wieder hier ran. Ja, aber das Problem ist, Oh! Oh, cool, der graue Bär, der Berserker. vergiftet die. Ja. Nice. Shit, ich habe nur noch 7 Health Points. Ich lock die aber weg, komm. Bist du schon wieder da? Ja, aber ich habe kein Leben. Und Ich keine auch nicht. Ausdauer. Die können schwimmen, oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich bin gestorben. Nee. Auf jeden Fall bin ich recht weit weggerannt. Ja, sie kommen wieder zu mir. Aber ich habe jetzt 125 Leben. Ich hoffe, die greifen aber nicht hier das Ganze in den ganzen Steinen an. Nee, ich habe nur ein Problem, wenn ich keine Ausdauer habe, kann ich nicht verteidigen. Mhm. Perfekt, dass du nicht bei mir bist. Dann kann ich aber so hingehen und den ganzen Quatsch mitnehmen. Dafür ist es schon gut, für Würste und so. Ja, hast du recht. Der faulige Geruch ist vorbei. Perfekt. Und ich bin Da würde ich fast auch tot. sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde, ne? Ja, warte, ich bin tot. Ja. Nice. Da gibt's ja noch Kollegen, ne? Die. Ja, ja, die musst du töten noch. Weil ich bin tot. Was sind Schamane? Nee, 2 Skelette, 3 Traugen. Jetzt ist nur noch ein Skelett weniger auf jeden Fall. Der Berserker hat sie niedergemäht. Oh, warte mal kurz, ich muss was futtern, ich Affe. Auf jeden Fall von Vorteil. Fängst an zu frieren. Jetzt braucht er wieder lange für die Ausdauer. Nee, das ist richtig. Das haben sie jetzt richtig beschissen gelöst. Ja, komm, ey. Ach so, hier bist du, Kollege Essig. Ja, und die haben mein Zeugs. Perfekt. Ah ne, ich habe mein Zeugs. Oh, nee, das ist hier alles okay, alles gut. Sind alle tot? Ich glaube ja. Ansonsten gucken, also ich habe nur einen Drauger umgebracht. Hier liegen überall Innereien, das ist schon mal nice. Und dann brauche ich ja eben. Ja, eigentlich müssen wir jetzt fertig machen, ne? Jo. Technisch her. Ich sammle noch kurz das ein. Toll. Naja, ich gehe mal hier Unterstand. So. Tag 85. So. Ja, ich habe eingesammelt, was ich einsammeln konnte und So.
dann sehen wir uns nächste Runde wieder, ne? Vielen Jo. lieben Dank. Und bis Bis zum dann, nächsten Mal. einen wunderschönen Tag. Tschüssi.